Ja, herzlich willkommen zur 5. Folge. Und wir haben den Start schon wieder verhauen. Schon wieder verhängt. Wie ihr gehört, ich bin immer noch ein bisschen am Kränkeln. Immer noch nicht so ganz fit. Ich hoffe, verzeiht mir das. Aber es sind ja eigentlich auch nur noch 2 Rennen da. Darum habe ich gedacht, jetzt ziehen wir das gerade noch hören. Und mit der gleichen Ausrede werden wir am Anfang die Strecke müssen einprägen ein bisschen. Dann sollte da nachher hoffentlich auch ein bisschen besser werden. Obwohl jetzt die 5. Strecke da, die hat jetzt doch ein bisschen Ähnlichkeit mit der 2. Strecke. Wenn jetzt da gerade so ehrlich darf sein. Und wir haben jetzt da 2 überholt, sind jetzt auf dem 3. Zwischenrang. Der 3. will abdrängen, der 2. will abdrängen, ist uns aber nicht ganz so glückt, weil da ist der Blau, der hat uns schon in einer anderen Folge mal gebrochen gehabt. Der geht auch nicht an die Box. Obwohl, wie man jetzt gerade könnte da wieder eine Strecke sein, wo man sich die Box könnte sparen, wenn man einigermaßen super fahren. So wie bei der ersten Strecke. Ich weiss es jetzt nicht, aber es wäre durchaus denkbar. Ja, aber so natürlich nicht. Obwohl, wenn ich es bei dieser Kurve ziemlich gut aus der Affäre sagen. Das sollte ich sagen. Im letzten Rennen haben wir ein bisschen schwitzen, weil es am Schluss doch noch ausgesehen hat, das könnte ziemlich knapp werden. Ich bin gerade am Schauen, Konkurrenten sind, ich glaube, alle an die Box gefahren. Nein, einer ist nicht an die Box gefahren. Dafür bin ich in die Wand reingefahren, in dem Moment, wo ich schauen, was sie machen. Ja, wahrscheinlich müssen wir auch nach der 3. Runde mal an die Box gehen. Ich hoffe, dass man nicht allzu schlechte Boxenstock werden anlegen. Ja, vielleicht wieder zum Ritter kommen. Ich glaube, in der ersten oder 2. Folge schon gesagt, was haltet ihr von dem Spiel? Hinter einem 64er daheim? Wenn ja, was für Spiel spielt ihr drauf überhaupt noch? Wenn ihr das Lamborghini auch schon gespielt habt, was haltet ihr von dem Spiel? Findet ihr das auch so schlecht wie viele meinen, dass es eigentlich nicht so wirklich ein gutes Spiel ist? Oder sind ihr eher meiner Meinung und sagen, nein, es ist kein schlechtes Spiel, es ist auch kein super gutes Spiel, aber es ist so Durchschnitt und man kann es doch leben lassen. Würde mich wirklich wundern. Und wie gesagt, ich werde es wahrscheinlich dann irgendwo in einem anderen Let's Play mal noch aufgreifen, falls es gleich einmal noch Comics wird gehen dazu. Weil ich die Aufnahmesession da wahrscheinlich alles einem Stück wird machen, mit größter Wahrscheinlichkeit sogar. Ich werde mir das Ganze noch nachträglich nochmal anschauen oder anschauen, wenn ich es dann zusammengeschnitten habe. Und ich hoffe, da geht gleich an Box. Und ich hoffe schon, dass das Ganze ein bisschen besser wird als bei Lolos Adventure. Aber wie gesagt, jeder muss mal irgendwo anfangen, jeder fängt mal ein bisschen an. Jeder braucht Anlaufzeit. Andere halten ein bisschen mehr, andere halten ein bisschen weniger, ich wahrscheinlich noch ein bisschen mehr. Wir sind da gut weggekommen, aber wir haben den Blau, der uns da schon wieder plagen. Ja. Jetzt sind wir einfach noch super fertig gefahren. Ja, werde jetzt halt ein bisschen ruhiger sein jetzt mit dem Part und vor allem den, was noch am letzten. Das meiste, was ich eigentlich loswerden wollte, habe ich doch schon gesagt.
Molle ist bei 2 Kurven hinter uns der Blau. Aber wir fahren jetzt schon in die letzte Runde rein. Der ist an Box gefahren, so wie das aussieht, ja. Also, jetzt sieht das Ganze natürlich noch viel schöner aus als gedacht. Also haben wir bis jetzt wirklich im 4. Rennen die grössten Schwierigkeiten gehabt. Weil da haben wir jetzt doch einen ziemlich schönen Vorsprung zum 2 Platzierten, wie wir auf der Karte schauen. Wir haben die Kurve auch mal halbwegs schön verwünscht. Also. Mal da mit der Zeit kommt man halt wieder ein bisschen in die Steuerung her, auch wenn sie ziemlich direkt ist, weil ja von vielen als schlecht angepriesen worden ist. Aber ich persönlich finde eigentlich die direkte Steuerung gut. Die ist ähnlich wie beim Star Wars Racer. Und da wäre es eigentlich gewesen auf dem 5. Part. Vielen Dank und wir sehen uns in der letzten Folge dann wieder.